Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Oh. Hallo, Mann, ist das anstrengend. Ich komme kaum hinterher. Und das Frustrierende daran ist, das ist nur eine der Baustellen, auf denen ich gerade arbeite. Das geht uns allen so. Wir haben viel zu viele Krisenbaustellen gleichzeitig zu bewältigen. Viele davon mit ganz tiefen Abgründen. Den Krieg in der Ukraine, das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, die Klimakrise. Corona ist auch noch nicht völlig vorbei. Und dann kommen dazu auch noch die Krisen, die uns ganz unmittelbar zu schaffen machen. Die Energiekrise und die steigenden Preise. Viele wissen nicht, wie sie da über die Runden kommen sollen. Und dann auch noch der Druck in der Arbeit, im Studium oder der Schule. Ganz zu schweigen von den vielen persönlichen Herausforderungen, die wir auch noch bewältigen müssen. Das überfordert uns. Manchmal können wir all die furchtbaren Krisenbilder und Probleme nicht mehr ertragen. Wir können kein Krisenmultitasking. Kein Wunder, dass sich viele erschöpft fühlen, besorgter werden, dünnhäutiger und gereizter. Tja, und jetzt? Was mache ich mit meinen ganzen Krisenbaustellen? Ich könnte versuchen, so schnell wie möglich zu arbeiten. Und das gleichzeitig auf allen Baustellen, damit alle Bälle in der Luft bleiben. Nee, das kann nicht klappen. Da geht mir schnell die Puste aus. Ich könnte auch den Kopf in den Sand stecken oder resignieren und es ganz sein lassen. Bringt ja eh nichts. Nee, da erstarre ich ja und erwarte mir nichts Gutes mehr. Ich glaube, Gottes Krisenmanagement ist da doch am besten. Wenn es uns zu viel wird, dann sagt er, mach mal Brotzeit. Als erstes, iss mal was. Und zweitens, gönn dir genügend Ruhe. Schau, dass du genug Schlaf bekommst. Und drittens, nimm dir eine Auszeit. Mach, was deiner Seele gut tut. Nimm dir Zeit mit deiner Familie oder Freunden. Oder gönn dir ein Kontrastprogramm mit deinem Hobby oder Sport, im Garten oder der Natur oder mit Musik. Magic. Magie, Quatsch und Humor kann auch helfen. Essen, schlafen, Seele auftanken. Ja, so kann es mitten in all den Krisen gut weitergehen. Bis zur nächsten Brotzeit. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.